Hallo zu einem neuen Impuls aus der Bibelstunde. Ich habe mich heute mit Lukas Kapitel 8 hingesetzt und da nimmt Jesus Bezug auf Jesaja 6, Vers 9. Und ich habe mir dann Jesaja 6 durchgelesen und ich habe festgestellt, dass Gott manchmal Sachen sagt, die erstmal irgendwie ein bisschen widersprüchlich wirken auf mich. Also das habe ich schon mehrfach festgestellt. In dem Kontext, der große Prophet sieht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und er fühlt sich erstmal total unrein und verloren und unwürdig. Und ich glaube, das kennen wir alle. Daraufhin berührt ein Seraph die Lippen Jesajas mit glühender Kohle. Und daraufhin: Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Und als nächstes sendet Gott Jesaja aus, und zwar mit einer Botschaft, mit einer harten Botschaft. Und zwar sagt er, ich suche kurz, geh und sag zu diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht doch nichts, seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Rede zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschlossen und ihre Augen verklebt, so dass sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Hä? Okay. Warum willst du das, Gott? Denke ich mir so beim Lesen. So, und Jesus hat genau auf diese Worte Bezug genommen, als er das Gleichnis vom Sämann erklärt. Er sagt, es gibt Menschen, die wirklich hören und verstehen dürfen. Das sind seine Jünger, seine Freunde, die offen sind für sein Wort. Für die anderen bleibt Gottes Wort oft ein Rätsel, weil sie nicht wirklich hinhören wollen. Und ich sag's mal so, Gottes Wort ist nie neutral. Entweder es begeistert dich, es berührt dich und es reinigt dich, oder es prallt an dir ab und es verhärtet dich und macht dein Herz hart. Und ich bin zum Schluss gekommen, die Frage ist nie, redet Gott mit mir? Das tut er immer. Sondern die Frage ist, wie höre ich? Wie hörst du? Bist du bereit hinzuhören und dich von ihm, von seinem Wort berühren und verändern zu lassen? Oder willst du so halbherzig hinhören und dabei einfach so bleiben, wie du bist? Gottes Wort wirkt. Die Frage ist, was bewirkt es in dir?